willkommen zu einer weiteren Folge vom Himmelwärts Online. Lasst uns doch gerade mit Worship starten. Hey Micha, so cool bist du auch da. Hey Celine, ich freue mich. Hey, willst du gerade noch beten zum Anfang? Ich würde sehr gerne noch beten. Jesus, merci vielmals dürfen wir da sein. Merci vielmals dürfen wir heute dich erleben und loben und preisen. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, in alle unsere Häuser. Bist du mit uns. Amen. Amen. Hey, dann starten wir doch gerade mit dem ersten Lied. So, sind wir alle ready, Kind? Komm, steht doch gerade auf, wo wir sind. Lass uns zusammen Worship machen. Sind ihr bereit? Es geht los! Meine Schuld und Weg Glo. Verlass mich ganz auf deine grosse Gnade. Schau weg von mir und hin zu dir. Mein Blick ruht auf dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Und zieh mich her, näher zu dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Und zieh mich her, näher zu dir. So, kommen Kinder, jetzt können wir alle eine schon mal kommen in dieser Szene. Was können wir noch machen? Wir können noch Liegestütze machen. Zeig du mir, was wichtig ist. Lass mich erkennen, wie du wirklich bist. Ich streck mich aus nach deiner Hand. Ich höre nur dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Zieh mich her, näher zu dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Zieh mich her, näher zu dir. Aus der Tiefe von meinem Herz steigt das Lied auf zu dir. Und mit allem, was ich bin, lade ich mich auf dich ein. Deine Liebe füllt mich auf, du bist alles, was ich brauche. Nochmal Gompe! Jetzt haben wir nochmal Gompi-Zeit. Was machen wir? Der Hampelmann! Alle Hampelmann machen! Genau! Sehr gut. Was gibt es noch für Bewegungen? Im Kreis Gompe! Mir bewegt mich so wie du. Mir berührt mein Herz wie du. Mir bewegt mich so wie du. Mir berührt mein Herz wie du. Mir bewegt mich so wie du. Mir berührt mein Herz wie du. Mir bewegt
gerade noch ein neues Lied. Die einen von euch kennen es vielleicht, weil es von unserer Kirche selber geschrieben wurde. Es heisst Psalm 23 und es passt mega gut zu der heutigen Geschichte, die ihr werdet hören. Darum werden wir jetzt gerade das neue Lied miteinander mal singen und könnt euch einfach probieren mitmachen, auch wenn ihr es noch nicht so gut kennt. Schenkst mir Ruhe. Du führst mich den besten Weg. Versprichst, haltest du erfüllst. Es fällt mir nicht, du allein bist genug. Du allein bist gut. Du allein bist genug. Es fällt mir nicht. Bist genug, du allein bist gut, du allein bist genug. Du bist da im dunklen Tal, schützt, tröstest, schenkst mir Mut. Du führst mich bis zum Überfließen, umgehst, beschenkst du setzt dich frei. Es fällt mir nicht, du allein bist genug, du allein bist gut, du allein bist genug. Es fällt mir nicht, du allein bist genug, du allein bist gut, du allein bist genug. Es fällt mir nicht. Du allein bist genug, du allein bist gut, du allein bist genug. Es fällt mir nicht, du allein bist genug, du allein bist gut, du allein bist genug. Keine Angst kann mich besiegen. Du Gott bist Sieger in mir. Keine Angst kann mich besiegen. Du Gott bist Sieger in mir. Keine Angst kann mich besiegen. Du Gott bist Sieger in mir. Keine Angst kann mich besiegen. Du Gott bist Sieger in mir. Es fällt mir nicht, du allein bist genug, du allein bist gut, du allein bist genug. Es fällt mir nicht, du allein bist genug, du allein bist gut, du allein bist genug. Deine Hand führt mich durchs Leben, sag nicht, bist für immer treu. Deine Gnade wird nie versagen, ewig bleib ich bei dir. Vor ein paar Tagen haben wir Weihnachten gefeiert und ich hoffe, dass ihr richtig schöne Weihnachten gehabt habt. Wisst ihr noch, wer an der ersten Weihnachten die ersten Leute waren, die erfahren haben, dass Jesus geboren ist? Genau, es sind die Hirten. Und heute erzähle ich euch eine Geschichte, die zu tun hat mit Hirten. Und zwar, Jesus sagt in der Bibel, in Johannes 10,11 etwas ganz Spezielles, was ich euch gerade vorlesen möchte. Jesus sagt da, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Und ein bisschen weiter sagt Jesus noch etwas anderes. Und zwar sagt er nochmal, ich bin der gute Hirte.
Und dann sagt er, und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Gleich wie der Vater mich kennt und ich der Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Also, Jesus sagt da, er ist der gute Hirt. Aber in der Bibel steht nirgends, dass Jesus mit den Hirten auf dem Feld bei den Schafen war. Damit wir besser verstehen, was es bedeutet, dass Jesus der gute Hirt ist, schauen wir zuerst mal, was dann ein Hirt so macht. Ein Hirt ist auf dem Feld mit seinen Schäfchen. Der Hirt schaut mega gut zu seinen Schäfchen. Er tut sie streicheln, er tut sie umsorgen, er ist ganz nah bei seinen Schafen. Ein Hirt tut seine Schafe versorgen mit allem, was sie brauchen. Er führt die Schafe auf eine saftige Weide, dass sie auch ja genug zu essen und genug zu trinken haben. Er gibt ihnen immer genug zu trinken. Ein Hirt beschützt seine Schafe vor Feinden. Wenn zum Beispiel ein böser Wolf kommt oder jemand die Schafe stehlen will, dann beschützt er sie. Ein Hirt meint es mega gut mit seinen Schafen und bei ihm sind sie immer sicher. Ein Hirt tut alles für seine Schafe geben, damit es ihnen gut geht. Und Jesus meint eben nicht, dass er Schafe hüten, sondern mit den Schafen sind wir Menschen gemeint, die an Jesus glauben. Nicht, dass wir jetzt ein Schaf sind, sondern wir müssen noch mal überlegen, was dann ein Hirt so macht. Also ein Hirt, habe ich ja gesagt, versorgt seine Schafe. Er schaut, dass es seinen Schafen gut geht und dass sie alles haben, was sie brauchen. Und Jesus möchte uns versorgen. Er möchte uns all das geben, was wir brauchen. In der Bibel steht, dass wir unsere Sorgen auf Jesus rühren und dass er uns all das gibt, was wir jeden Tag brauchen. Unser tägliches Brot. Dann habe ich euch auch gesagt, ein Hirt, er tut seine Schafe beschützen. Er schaut, dass es ihnen gut geht, dass ihnen nichts passiert. Beim Hirt sind sie in Sicherheit. Und auch das macht Jesus. Jesus beschützt uns vor Gefahren. Wir müssen keine Angst haben, weil wir dürfen wissen, Jesus ist immer bei uns. Jesus meint es gut mit uns und er möchte, dass es uns gut geht. Hey, und Jesus sagt ja nicht nur, er ist der gute Hirt, sondern er sagt weiter, dass die Schafe ihn kennen und er kennt seine Schafe. Hey, und das bedeutet, wir dürfen Jesus kennen. Ich finde das so etwas Cooles. Weil, wenn wir uns mal überlegen, Jesus, den gibt es ja schon seit immer und Jesus wird es immer geben. Er ist ja nicht erst geschaffen worden, als er an Weihnachten auf die Welt gekommen ist. Also Jesus war dort, wo die Welt geschaffen worden ist. Hey, wir dürfen den Gott kennen, der die ganze Welt gemacht hat. Das finde ich so mega cool. Wir dürfen Jesus kennen, wir dürfen eine Beziehung zu ihm haben, wir dürfen mit ihm unterwegs sein, wir dürfen mit Jesus schwätzen, wie mit einem mega guten Freund. Und er kennt uns. Er weiss, wie es uns geht, er kennt unseren Namen, er kennt uns mega gut. Aber Jesus sagt noch etwas noch viel Cooleres. Und zwar am Schluss sagt Jesus ja, dass er sein Leben für die Schafe lässt. Das bedeutet, er gibt sein Leben für die Menschen hin. Und das hat Jesus ja auch wirklich gemacht. An Weihnachten denken wir daran, dass Jesus geboren wurde als ein Mensch. Und dann hat er auf dieser Welt gelebt, als Mensch und gleichzeitig auch als Gott. Jesus hat ganz viele coole Sachen auf dieser Welt gemacht. Und an Karfreitag denken wir an genau das, wie er sein Leben gelassen hat für die Menschen, wie Jesus gestorben ist. Und vielleicht ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, was es genau bedeutet, dass Jesus die Strafe getragen hat für uns Menschen, für mich und für dich. Und darum möchte ich euch das gerade ein bisschen besser erzählen. Und zwar erzähle ich euch eine Geschichte von einem Kapitän. Der Kapitän war in einem grossen Schiff auf einem Meer, so wie ich jetzt hier gerade mitten im Meer stehe. Und der Kapitän hat ganz viele Leute auf dem Schiff und die haben eine grosse Reise angefangen. Am Anfang dieser Reise hat der Kapitän den Leuten auf dem Schiff ein paar wichtige Regeln gesagt. Er hat gesagt, was passiert, wenn jemand klaut. Sie hatten nämlich einen Vorratsraum und der Kapitän hat gesagt, wenn jemand von dem Vorratsraum Essen klaut, dann wird er gefesselt an den Fahnenmast und ausgepeitscht. Und jeder hat gewusst, was passiert, wenn sie etwas stehlen. Und dann an einem Tag ist jemand hat etwas gestohlen und ist zum Kapitän gebracht worden. Und wisst ihr, wer das war?
niemand anderes als die eigene Mutter vom Kapitän. Die Mutter vom Kapitän, die er so fest gern hat, hat einfach etwas gestohlen. Und der Kapitän hat ja selber gesagt, was die Strafe für das ist. Er hat gewusst, dass seine Mutter jetzt ausgepeitscht werden müsste. Er hat gewusst, wenn er seine Mutter nicht bestraft, dann wird niemand ihn ernst nehmen. Dann werden alle klauen und böse Sachen machen, weil dann wüsste ja jeder, dass der Kapitän nicht glaubwürdig ist und dass er niemand bestraft. Er hat also gewusst, er muss gerecht sein und muss seine Mami bestrafen. Aber gleichzeitig hat er seine Mami so fest gern und er hat nicht wollen, dass ihr etwas passiert. Er hat nämlich nicht gewusst, ob sie das Auspeitschen sogar überleben oder ob sie sterben. Und jetzt ist der Kapitän in einer mega Zwickmühle. Er hat nicht gewusst, was machen. Er muss sie bestrafen, aber er will sie nicht bestrafen. Er will nicht, dass es ihr schlecht geht. Und etwa so können wir das bei Gott vorstellen. Weil Gott ist heilig und er ist so mega gut. Er macht nie einen Fehler. Und es ist von Anfang an klar gewesen, wenn die Menschen sündigen, wenn sie gegen Gott handeln und Sachen machen, die Gott nicht gefallen, dann müssen sie getrennt sein von Gott. Und leider ist das passiert und seitdem macht jeder Mensch Sachen, die Gott nicht gefallen. Jeder Mensch tut sündigen und durch das müssen wir Menschen bestraft werden. Wir müssen getrennt sein von Gott. Und Gott hat gewusst, er muss die Menschen bestrafen, weil er ist ein gerechter Gott. Doch gleichzeitig liebt er uns Menschen so fest, dass er uns nicht bestrafen möchte. Es ist also da die gleiche Zwickmühle wie beim Kapitän. Und zurück zum Kapitän. Alle Leute auf dem Schiff sind so gespannt, was er jetzt macht. Dann hat er seine Mami an den Fahnenmast binden lassen und hat gesagt, sie soll ausgepeitscht werden. Der Mann, der sie ausgepeitscht hat, hat ausgeholt mit der Peitsche und kurz bevor der erste Peitschenhieb seine Mami getroffen hat, hat er sich schützend vor seine Mami gestellt. Und so hat jeder Peitschenhieb den Kapitän getroffen und seine Mami ist unversehrt geblieben. Und genau so hat es Gott gemacht. Die Strafe musste gezahlt werden, aber die Menschen haben die Strafe nicht getragen, sondern Jesus ist am Kreuz gestorben und hat sich wie der Kapitän schützend vor seine Mami gestellt. Also Jesus hat die Strafe für uns Menschen getragen. So müssen wir nicht mehr getrennt sein von Gott, sondern wir dürfen mit Gott unterwegs sein. Wir dürfen den guten Hirt, wo Jesus ist, kennen. Hey, und das finde ich so cool. Jesus meint es gut mit uns. Er versorgt uns. Er beschützt uns. Wir dürfen Jesus kennen. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat, wie der Kapitän vor seiner Mami angestanden ist. Ich finde das so eine coole Geschichte. Und hey, wir dürfen immer daran denken, Jesus ist der gute Hirt, der so mega gut meint mit uns. Heute habe ich für euch eine Bastelidee, wo ihr nachher auch gerade ein Spiel damit machen könnt. Und zwar die einen von euch erraten jetzt vielleicht schon, was für ein Spiel ist. Wie genau das wird funktionieren, erzählen wir euch nachher. Für das braucht ihr 4 Karton oder, wenn ihr habt, könnt ihr auch runde Kartonteller nehmen. Ich hatte jetzt keine von denen und darum habe ich einfach 4 so A4 grosse Karton genommen. Mit diesen Karton habe ich bei 3 davon 2 Kreise drauf gezeichnet, einen grösseren und einen kleineren, und habe dann beide ausgeschnitten, dass ich 3 so Ringe bekommen habe. Dann am Schluss habt ihr 3 von denen und die könnt ihr jetzt schon anmalen oder verzieren, wie das ihr es machen wollt. Dann den 4. Karton oder Kartonteller braucht ihr als Unterlage. Und zwar braucht ihr dann auch noch insgesamt 3 WC-Papierrollen. In diese WC-Papierrollen könnt ihr mit der Schere reinschneiden. Und zwar könnt ihr 4 so Schnitte machen und dann könnt ihr das so rausklappen. Das hilft uns, dass die Kartonrollen ein bisschen besser zusammenkleben. Weil jetzt kann man sie so aufeinander tun und sie wieder überklappen. Und dann kann man da Klebe draufkleben, wie ich es hier gemacht habe. Und schon heben die ganz gut zusammen. Für die unterste WC-Papierrolle macht ihr es wieder genau gleich, wie ihr hier seht. Und zwar könnt ihr auch reinschneiden. Und jetzt könnt ihr aber die Stückchen gegen rausklappen. Und dann könnt ihr sie so da draufstellen und ankleben. Und schon haben die 3 WC-Papierrollen ganz gut auf dem Karton oder eben Kartonteller, was ihr auch immer habt.
Dann könnt ihr die WC-Papierrolle verzieren. Ich habe da schon mal angefangen mit einem roten Papier. Ihr könnt sie anmalen oder farbiges Papier rundherum kleben, wie ihr das wollt. Und jetzt ist das Spiel eigentlich auch schon fertig. Also es ist ganz einfach. Ihr braucht 4 Karton oder 4 Kartonteller, so gross wie ihr wollt. Aber ich würde A4 Grösse nehmen. Ihr braucht 3 WC-Papierrollen und dann könnt ihr eigentlich schon anfangen. Dann braucht ihr noch eine Schere und Klebe und dann habt ihr das eigentlich schon alles zusammen, was ihr braucht. Und jetzt zeigen wir euch, wie das Spiel funktioniert. Viel Spass beim Basteln! Jetzt, als ich euch erklärt habe, wie wir das Spiel basteln, zeigen wir euch natürlich noch, wie wir das dann spielen. Und zwar ist das ein Ringwerfen mit diesen 3 Kartonringen und wir müssen einfach dort drüber treffen. Ich fange mal an. Beide haben 3 Schüsse. Mal schauen, wer besser trifft, der Micha oder ich. Ja, das... Das ist oh nein. Knapp. Immerhin knapp. Ah! Das Voll ist noch schwierig. Also Ja. Micha, zeig mal du. Ja, ich merke es. Also ich habe jetzt hier abgeschaut, wie du es machst, gell? So mit Gleiten lassen, das scheint irgendwie eine gute Taktik zu sein. Sind wir alle bereit? Okay. Das war der erste. Jetzt ist mal ein Ja! So gut. Ja, das war mir gleich. Ich habe ja schon gewonnen. Hey, und das könnt ihr jetzt gegeneinander spielen. Ihr könnt natürlich auch noch mehr Ringe basteln. Es ist ja ganz einfach. Und dann gegeneinander schiessen. Ihr könnt den Abstand erweitern oder kürzer machen, wenn ihr nicht trefft. Und könnt schauen, wie gut wer besser ist im Treffen. Und das wäre es auch schon mit unserem Programm für heute. Ich hoffe, du hast es genossen. Himmelwärts online. Wir haben es auf jeden Fall genossen. Uns hat es Spass gemacht. Und wir sehen uns in einer weiteren Woche wieder, wenn es darum geht, ein weiteres «Ich bin» Statement von Jesus. Ich hoffe, du freust dich jetzt schon. Ich freue mich ganz sicher. Bis dann. Ciao, ciao zusammen.